der Caritas-Skandal als von der größten Diebstähle an der Lützeburger Geschichte. Der Caritas-Skandal hat auch knallhart gewiesen, wo Schwächen hier am Land liegen, sowohl bei einzelnen Personen, bei also Organisationskultur, aber beim Staat. Es schon so viel gesagt geschrieben gehen, die Leute fangen an, genervt zu gehen. Dafür will ich auch probieren, nicht alles zu wiederholen, aber mich auf 5 Punkte zu beschränken. Erstens, der Rapport selber. Ich war der Präsident von einer Kommission und der Rapportrice, merci so für Ihre Arbeit Rapport. Der Rapport schwätzt für sich selber und ich rekommandiere, diesen Rapport zu lesen. Ich habe den Rapport matt gestimmt, weil da nichts dran steht, was falsch ist. Es stehen auch Sachen dran, die richtig und wichtig sind. Das eine und andere Element hat uns gefehlt, was nicht am Rapport abgegangen ist, und ich werde darauf später kommen. Mit zweiten Spezialkommission selber. Manche Leute kritisieren Spezialkommissionen so, dass sie nicht gebraucht wird. Ich will aber klar sagen, dass sie schon etwas bewirkt hat. Erstens, die Spezialkommission weiß klar, dass die Chamber, dass wir all den Skandal nicht auf die Liste Schöller holen und dass wir es auch nicht unter den Teppich kehren wollen zu Lützeburg, haben wir eine Tendenz, das wollen sie machen. An dem heutigen Fall hat die Chamber aktiv dagegen gesteuert. Zweitens, die Kommission hat doch die vielen Betroffenen vom Skandal eine Plattform geben, für hier Perspektive und hier Version von der Geschichte zu erzählen. Die haben das voll genutzt, wie zum Beispiel der frühere Direktor von Operationen. Andere konnten das nicht, wenn es legalen Restriktionen an andere haben dezidiert, nicht zu kommen oder kaum etwas zu sagen. Das war wichtig, das hat zu Transparenz gefordert, an es sind Emotionen verschafft gehen, es hat auch der Presse bei ihren Enquete geholfen. Drittens, die Kommission hat auch Ziel für die Rolle von der Regierung auf die Liste zu holen, das Krisenmanagement. Das war auch wichtig. Menge Abschätzungen noch, sie kein klarer Beweise für Fehlverhalten auf den Tisch kommen. Es war wichtig, das abzuklären. Und ich komme da auch noch mich später drauf. Ich will aber auch auf die Schwäche von der Spezialkommission zurückkommen. Es war suboptimal, eine Kommission zu machen, wenn die Enqueten noch nicht aufgeschlossen sind, und das sowohl bei der CSSF wie auch beim Parquet. Als Kommission war komplett am Dunkeln par rapport zu dem, was Sie schon wissen. Ich habe auch an der ersten Sitzung von der Kommission einfach vorgestellt, wie können wir das effizient abschaffen und gut Proposen machen, wenn wir nicht mal den genauen Auflauf kennen und wissen, wen wie schuldig war und wen was gemacht hat. Das ist der Achillesferse von dieser Kommission. Gott sei Dank hatten wir Podcasten vom 100,7 die professioneller sachlich Manier mehr Detailer vom Skandal gesammelt und an der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Das war gut auf vorbildlichen Journalismus, Journalisten für mich toll, Bürger zu informieren, und das haben sie gut gemacht und nicht probieren zu lenken. Ich würde mir wünschen, dass manche Journalisten sich da etwas aufguckt, anstatt so oft auf politischen Aktivismus verfällt und die Realität nicht ganz oder verzerrt durchstellt, mit dem Ziel für Meinungen zu lenken. Damit stellt sich vor, ob es nicht besser gewesen wäre, eine Enquete-Kommission zu machen, mehr als ADR von einem Jahr. Als Deputierten ist es schwer, so und Informationen zu kommen, aber eine Enquete jahrelang dauert, da verpufft auch die Möglichkeit für wirksam vorzugehen. Am Ausland wird DAX mehr informiert für einen Parquet, und da müssen wir darüber nachdenken, ob nicht Lützburg auch BW soll go für mehr transparent zu gehen, natürlich ohne den Enqueten gefährdet soll gehen. Mehr, wie gesagt, durch Recherchen von Journalisten als das teilweise kompensiert gehen. Drittens komme ich zum Rolle von der Regierung. Hat die Regierung sich korrekt und gut an der Sache verhalten, wie war ihre Krisenmanagement?
Das war am Fond table Uleises von der Spezialkommission. Wir haben auch viel Leitherren, besonders als Kollegen der Opposition, also die sogar nach mir lenk sind wie ein DP an ein CSV, wollte gern. Wann ist geliebt, Herr Weidisch wird fort. Merci, Herr Präsident. Wollte gerne unbedingt den Beweis fanden, dass die Regierung signifikant Fehler gemacht hat. Sie sind meiner Meinung nach enttäuscht gehen. Der Regierung, ihre Krisenmanagement war auf Plätzen suboptimal, aber a posteriori kann ihn immer vieles besser machen. Für mich ist es klar, dass Caritas nicht gerettet konnte gehen, basierend auf den Fetten, die abgewollt sind. Beim letzten 100,7 Podcast schlug mir Tor zu Birch, schon 20 Jahre lang Risikomanagement an Banken, Restaurants und Venture Capital geschafft. Aber da aufgelaufen was, das war wirklich auf ganz vielen Ebenen einfach nicht die normalen Standards üblich. Ich meine, dass alte Leute, die ein bisschen Erfahrung an moderner Kontabilität, Firmenmanagement oder Gouvernance haben, Dinge stungen auch Tor zu Birch. So eine Morsch Organisationskultur, die dann auch nach Millionen Schulden bei den Banken hört, wo dann nicht, wo die Banken so die Rückschulden werden, Caritas sagt, nee, das sind nicht wirklich als Schulden. Du hast es ganz klar, dass du komplett legal und Sicherheit da hast. Und dass du halt den einzigen raisonable Weg hast, für halt eine neue Entität abzumachen. Dass das auch Probleme mit sich bringt, als normal. Aber die Realität an der ganzen Krise ist, egal wer dem möchte, es wird zu Problemen kommen, da wird die Regierung angeschlagen, hat meiner Meinung nach zu den meisten Problemen geführt. Das Resultat ist auch raisonabel, weil die allermeisten Caritas-Aktivitäten, die sind ja weitergelaufen an dem Terrain, bei den Leuten als Tölle auch ununterbrochen weitergelaufen in den allermeisten Fällen. Ja, da waren auch harte Schicksale drin, das regrettieren, aber die Schuldigen sind die zugeklaut haben oder gravement fahrlässig gehandelt haben, und nicht Regierungen, die halt probiert haben, LK aus dem Dreck rauszuziehen. Das ist auch gefordert gehen, für aus der Krise zu lernen, ein besseres Krisenmanagement zu machen. Ich will dort den ersten Satz von Leo Tolstoi, seinem Roman Anna Karenina zitieren: All glückliche Familien sind gleich, jede unglückliche Familie als an ihrer Art unglücklich. Genauso also doch bei einer glücklichen Organisation und einer unglücklichen, die an eine Krise kommen. All glückliche Organisation ist gleich am Sinn, dass die Prozeduren für gute Governance, eine Kontrolle hat, und auch kompetent Leute am Komitee der Direktion haben. All glückliche Organisationen haben dieselben Mechanismen en place. Mehr eine Firma, die dysfunktionell ist, als dysfunktionell auf ihre eigene Art. Der Caritas-Skandal, also One-Off-Event, wird sich so nie mehr reproduzieren. Natürlich auch, was Leute davon wissen, an Mesure können holen. Du fast immer ganz schwer für detaillierte Prozeduren zu machen für Krisenmanagement. Das heißt aber nicht, dass der Staat und die Regierung nicht doch auf bestimmte Punkte versucht wird. Sie versucht an ihrer Due Diligence für ihre Partner, mit denen sie Konventionen hat, besser auf den Weg zu holen. Und ich komme da mich später drauf. Am vierten Punkt wollte ich thematisieren, wen ist responsabel für den Skandal. An Gericht müssen das legal dezidieren, ob die Banken gegen Regeln verstoßen, wer beim Diebstahl dabei war, wen fahrlässig gehandelt wird, und auch ob Caritas oder Banken oder Beit für die Lin den Kredit bezahlen müssen. Es kann ihnen aber trotzdem schon eine fachliche, eine politische und eine moralische Beurteilung machen, und das will ich heute auch machen. Es ist evident,
dass die Kriminellen, die zu geklaut haben, primär verantwortlich sind. Da sind ja schon 2 Leute geständig, mir das waren nicht mehr Handlanger, die konnten nach Spanien abgemacht haben, wozu weitergelegt sind. Der Finanzdirektor von Caritas als die Person, die all die illegalen Transaktionen gemacht hat, das schwer zu leben, dass sie monatelang auf den Präsidententrick rangefallen ist, auch wann, dann hat sie nicht dürfen, dass Transaktionen durchführen, allein die Krediten aufrufen. Da fehlen also aber nach wichtigen Informationen an ich hoffe, dass das auch geklärt wird, dass nicht auszuschließen, dass auch Presse oder bedroht gehen. Also dafür muss ich doch vorsichtig sein, an das Jugement nicht aufgehen, an die Enqueten aufwerten. Es gibt aber auch eine ganz andere Art von Verantwortung für den Skandal. Und das sind die Leute, die keine so geklaut haben, auch keine falschen Transaktionen gemacht haben, mit die fahrlässig gehandelt haben, an eine politische Verantwortung haben. Das heißt, Leute, die sich verpflichtet haben, für bestimmte Responsabilitäten auf sich zu holen, und auch dafür bezahlt sind. Für mich persönlich sind an dem Sinn von der Responsabilität und auch von der Perspektive von der Gouvernance 2 Leute verantwortlich für das zum Betrug kommen. Und das sind der frühere Caritas-Direktor anzwängen mit Klengemoos, die anderen Member vom Conseil de Direction von Caritas, und die frühere Caritas-Präsidentin anzwängen mit Klengemoos, die anderen Member vom Conseil d'Administration von Caritas, wo ich natürlich auch dabei sagen muss, dass viel von den Membern aus dem Bereich von der CSV kommen. Das Troll von einem Direktor für die Organisation verantwortlich zu leiten, zu seinen Aufgaben gehört auch für die finanzielle Lage zu allem Moment am Kap zu haben oder ob manst alle Woche ein Rendezvous mit dem Finanzdirektor zu machen oder ob man sich den Total von allen Konten an die wichtigsten Transaktionen anzugucken. Nur allem, was an der Öffentlichkeit rauskommt, ist das nicht passiert. Der frühere Caritas-Direktor muss sich monatelang nicht Konten von Caritas genau angeguckt haben, weil sonst hätten die Transaktionen gesehen und zumal hätten Summen von allen Konten gesehen. Wenn Helo sieht, dass er regelmäßig Konten geguckt hat, dann hat er als kompetenten Direktor das Problem mal gesehen. So oder so, es sieht nicht gut aus. Der frühere Caritas-Direktor ist auch 6 Wochen auf eine Pilgerfahrt gegangen. Da der Präsident von einem kleinen Schachclub am Eistlake mit 15 Membern das machen kann als eine Sache. Das geht nicht für einen responsablen Direktor von einer Organisation, die Dutzenden und Dutzenden von Millionen Euro geriert. Du kannst du nicht einfach 6 Wochen fortsetzen. Ich muss da eine kleine Klammer abmachen. Bei großen Konzernen ist es teilweise Pflicht, dass Leute mit großen Responsabilitäten 2 Wochen an den Congé gehen muss, aus dem einfachen Grund, weil dann eine andere Person die Responsabilität überholen muss. Wenn etwas Illegales gelaufen ist, muss das auffallen. Das heißt, wenn eine Person per Force kein Congé will holen, dann ist das ein Indiz, dass sie nicht fortgehen will, weil sie da etwas zu verstoppen hat. Natürlich sind die Direktor von Operationen, auch von den Human Resources, mit impliziert, weil die Transaktionen alle in den Kredit mit unterschrieben haben. Der Direktor von den Operationen von Caritas war ja an der Kommission und hat Fehler zugegeben. Ich muss sagen, dass seine Intervention, dass ich die authentisch fand. Und ich sage ihm auch merci für seine Ehrlichkeit. Ich muss auch sagen, dass ich die Impression habe, dass er als ausgebildeter Psychologe und auch Chefin von HR nicht die nötige Berufserfahrung am Finanzbereich hatten, für eine Finanzchefin dort den Boss zu halten. Da war der Direktor von Caritas, mehr aber auch der Conseil d'Administration an der Verantwortung für zu garantieren, dass die Erfahrung da ist bei den Membern von der Direktion. Es muss auch gucken, ob es dort zu Gerichtsprozessen kommt oder nicht. Die politisch verantwortlich als meiner Meinung nach die langjährige Präsidentin von Caritas. Sie an ihre Conseil d'Administration als verantwortlich, wen Direktor von Caritas ist, und wen am Conseil de Direction ist. Sie sind auch responsabel, dass die Leute, die nötige Kompetenzen haben, sie müssen dafür sorgen, dass eine gute Governance da ist. Sie müssen auch
direkt sehr op Audite reagieren, wann do Rekommandationen sind. No vielen Aussagen, wat Präsidentin dieser Aufgabe nicht mehr gewusst. Dass sie trotzdem Präsidentin geblieben ist, als Verantwortung von den anderen Membern vom Conseil, die sich nicht getraut haben, hier das vertraulich und empathisch beizubringen. Dadurch war ein enormes Machtvakuum, das die Handlungsfähigkeit vom Conseil, die Administration eingeschränkt wird und dadurch auch die Gouvernance von Caritas stark geschwächt wird. Es gibt aber auch einen dritten Responsablen, und das ist der Staat und die Regierung. Ich will da nicht von Fahrlässigkeit schwätzen, aber trotzdem, wie kann es sein, dass eine Regierung Konventionen und man eine systemrelevante Assoziation möchte, ohne ganz genau hinzugucken, ob der Partner auch eine seriöse Gérance und Gouvernance möchte. Dazu später. Zu meinem letzten Punkt, was kann ich machen, für so einen Betrug in der Zukunft zu verhindern? Am Rapport stehen mögliche Pisten, und ich will die auch nicht mehr erwähnen. Es gibt ja auch Rekommendationen von der Föderation von den Akteuren am sozialen Bereich zu Lützeburg. Das geht alle in eine gute Richtung, und sie halten sich an allgemein internationale Standards, die am Anfang auch dem guten Menschenverstand entsprechen. Sie proposieren einen Code of Conduct, eine Verstärkung von den internen Kontrollen, eine bessere Risikomanagement. Das ist zu begrüßen, dass die Regierung da ein Protokoll d'Entente unterschrieben hat. Aber der Staat selber muss sich aber auch kritisch hervorheben. An diesem Dossier muss ich auch leider feststellen, dass der Staat nicht immer die Gesetze respektiert, die an diesem Heiligen Haus gestimmt gehen. Gafi-Rekommendationen sind transposiert gehen. Im Gesetz vom 12. November 2004 haben wir klare Bestimmungen gegen Geldwäsche gekriegt. Wir haben Institutionen, die für die Überwachung von der Anwendung von diesem Gesetz zuständig sind, CSSF und Enregistrement. Besonders beim Enregistrement finden eine ganze Reihe von Guiden, die Akteure von den verschiedenen Sektoren dazu anweisen, wie sie sich gesetzeskonform sollen verhalten. Es wird Zeit, dass die Regierung da selber am guten Beispiel vorgeht und sich konsequent in die gesetzlichen Vorschriften hält, wenn es darum geht, was sie Konventionen machen. An der Kommission sind wir auch vorgehen, dass der Staat am Anfang keine richtige Due Diligence bei seinen Partnern möchte. Die Regierung misst dem Staat einfach mehr strikt Regeln geben für Konventionen mit systemrelevanten Assoziationen. Es ist klar, dass eine Konvention über 10.000 € keine strikte Kontrolle von der Partnerassoziation braucht. Mais, wenn da aber Konventionen über ein paar Millionen gemacht werden, dann muss die Regierung eine gute Gouvernance auffordern und sie auch regelmäßig kontrollieren. Wir dürfen dafür proposieren, dass Assoziationen, mit denen der Staat Konventionen ab einer bestimmten Schwelle wie 1 Million € möchte, viel mehr genau kontrollieren muss. Da muss eine Enhanced Due Diligence gemacht werden. Übrigens ist das genau das, was auch die Gafi und noch Geldwäscheregeln schon fordern. Schlussendlich will ich noch kurz auf die Idee von einer Assurance étatique eingehen, die auch am Rapport steht. Ich verstehe, dass manche Leute sich zweimal überlegen, Responsabilität zu überholen. Aber so eine Assurance kann bei den Leuten draußen zu unverständlich führen. Im Motto, ja, du möchtest das Conseil d'Administration seine Arbeit nicht, möchte Fehler oder verteilt sich, aber wenn der Schritt dann da ist, dann hat keine Responsabilität. So kann natürlich nicht funktionieren, weil leider kein Grund haben, für besonders vorsichtig zu sein. Da geht der Assurancebereich, aber spezielle Assurance für Haftpaket, zum Beispiel von Direktoren für Firmen, die D&O Insurance Director sind, Officers Insurance. Wir in diesen Assuranzen dort ganz klar, dass die nicht gilt bei strafbaren Sachen, auch nicht, wenn in absichtlich unwohl gesucht wird und dadurch Schuld entstanden ist, aber auch was fundamental Standards für eine gute Gouvernance nicht implementiert sind. So eine Assurance wäre wohl am Caritas-Fall nicht wirksam gewesen. Ich rekommandiere also, dass du keine blanke Assurance vom Staat ausgestaltet, mit dat Privatassureuren so die an Assuranzen mit Assoziationen möchten und dass der Staat die da kofinanziert. Schließlich mingeriert auf. Der Caritas-Skandal als von der größten Diebstahl an der Lützeburger Geschichte.
der Caritas-Skandal hat aber auch knallhart gewiesen, wo Schwächten hier am Land liegen, sowohl bei einzelnen Personen, bei unserer Organisationskultur, aber im Staat. Komm, wir wollen diesen Skandal für zu lehren, dass bestimmte Sachen in einer modernen Welt einfach nicht mehr gehen. Merci. Merci vielmals, Herr Weidisch.